Yves, über 40% der Ehen in der Schweiz werden geschieden. Warum bist du trotzdem verheiratet? Das ist eine fiese Frage. Wieso? Frage ich mich manchmal auch. Wirklich? Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist ein einfacher Grund. Es ist Liebe. Es ist total irrational, weil du nicht weißt, was kommen kann. Aber ich glaube, jeder Mensch ist im Grund irrational. Also bei mir ist es so die Einsamkeit, die Zumutung, dass wir da eigentlich alleine auf dieser Kugel sind. Gegen die brauche ich ein bisschen Schutz. So du hast also aus egoistischen Gründen geheiratet, ich sehe schon. Ja, nein, so wie das der Erich Fromm sagt, so das Grundproblem der menschlichen Existenz, das Alleinsein, das Trenntsein von etwas. Und ich glaube, die Liebe ist die Form, die mir die Geborgenheit gibt. Ehe und Liebe, also man hofft schon, dass es irgendwie zusammengeht, aber es gibt ja vielleicht auch Gründe für die Ehe, ohne über Liebe zu reden, und umgekehrt kann man sich lieben, ohne zu heiraten. Also früher zum Beispiel ist ja eigentlich der Grund für die Ehe ein ökonomischer gewesen. Sie hat Sicherheit gebraucht, ökonomische, und er hat Nachwuchs wollen. Und heute hat man so das romantische Modell. Und der Alain de Botton, der Philosoph, der sagt ja, wir leiden alle unter Romantizismus, weil wir glauben, für die Ehe spricht nur die Liebe. Und vor allem die Liebe, die muss vom Anfang bis wir sterben dauernd am Lodern sein. Und so ist es einfach nicht. Nein, das glaube ich nicht nur. Es kann auch eine Zweckgemeinschaft sein. Es fällt vieles auch einfach einfacher im Leben, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Jetzt kann man sagen, okay, da kannst du auch Freunde haben. Oder Friends with Benefits oder so. Und dann würde ich eben sagen, dann kommt bei mir dann schon das romantische Liebesideal wieder ins Spiel. Man muss nicht dauernd sich wieder versichern, ist der andere noch da, sondern man hat einander ein Stück weit dann einfach einmal. Es gibt eine Entlastung. Findest du unromantisch, gell? Nein, das kann ich gut nachvollziehen. Gerade in der heutigen Zeit, wo irgendwie der Liebesmarkt ja wirklich so funktioniert mit Tinder und Parship und so. Eva Ilus, die israelische Soziologin, sie sagt, eine feste Paarbeziehung ist der ultimative Protestschrei, wenn man so will, gegen den Kapitalismus in den privaten Beziehungen. Weil im Grunde genommen haben wir durch die ganze das dauernde Partnerwechseln angefangen, auch unsere romantischen Verhältnisse kapitalistisch zu durchtränken. Wir suchen immer den noch besseren Treffer. Man ist eigentlich immer auf dem Absprung und schaut, mit dem wäre es noch interessanter, mit dem wäre es noch einfacher, mit dem könnte man es auch noch vorstellen. Und damit ist man immer zur Disposition gestellt. Das ist eigentlich wie einer, der seit 10 Jahren das gleiche Handy hat, oder? Oder das gleiche T-Shirt. Liebe mit Handy zu tun? Nein, ich sage, der Kapitalismus treibt uns ja an, immer das Neue zu haben und immer das Bessere. Und das Bessere zu haben. Und der sozusagen das gleiche Hömmli hat seit 20 Jahren, der schadet dem Wirtschaftswachstum. Das sozusagen, wenn alle so wären, würde unsere Gesellschaft ganz anders aussehen und der Kapitalismus zugrunde gehen. So, das meine ich, oder? Und weißt, das ist der Protest. Man redet ja auch von Treue. Also man redet ja nicht nur von Treue in Liebesverhältnissen, sondern Leute sagen ja auch, ich bin meiner Schuhmarke treu. Und viele Leute geben ja als Begründung nicht nur an, dass sie finden, das sind die besten Schuhe, sondern dass sie auch denken, es ist entlastend. Ich muss nicht immer neue Schuhe suchen, sondern ich bleibe dieser Marke einfach mal treu. Da muss ich mir eine Frage schon mal nicht mehr stellen. Das ist eigentlich kränkend für deinen Mann, wenn du ihm sagst, du bist eigentlich ein Schuh. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, du sorgst für Entlastung in meinem Leben. Du machst das Ganze ein bisschen einfacher. Du bist zwar nicht der Beste, vielleicht auch nicht der Richtige, aber entspannst mich ein bisschen. Aber das ist jetzt extrem negativ ausgedrückt. Man könnte es auch so positiv wenden und sagen, ich habe das Vertrauen darin, dass wir es gut miteinander haben. Ich weiss auch, weil ich realistisch bin, es gibt gute und schlechte Zeiten, wie man das ja auch im Eheversprechen zum Beispiel sagt. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse mich auf das ein und ich bin bereit, nicht mehr umzuschauen. Angenommen, deine Gefühle sind weg für deinen Mann, den du am Anfang hast. Jetzt hast du das Versprechen gegeben. Und jetzt fühlt sich die Form nach Ehe fühlt sich plötzlich wie ein Korsett an, oder? Dann ist es ja nicht mehr schön, wenn du drinnen bleibst, oder? Schön. Und wenn es wirklich zerstörerisch wird und einander nicht gut tut, dann hat man ja heute auch die Möglichkeit, sich zu trennen. Und das ist ja auch richtig so, dass es die Möglichkeit gibt. Aber nicht beim kleinsten Kriseli schon sagen, vielleicht gibt es etwas Besseres. Ja. Das ist, glaube ich, schon die richtige Haltung. Der Alain Badiou auch gesagt hat im Gespräch mit dir, der französische Philosoph, dass es ein Schaffen ist. Die Bühne der Zwei, sagt er. Weil auf der Bühne der Zwei gibt es eine neue Möblierung, da gibt es eine neue Szenerie und etwas Neues entsteht. Das braucht Mut, weil man muss ein bisschen etwas von sich aufgeben muss. Es braucht Kompromissfähigkeit. Aber es entsteht eine neue Bühne, ein neues Stück.
Man kann eine neue Geschichte von sich auch schreiben. Ja, das gibt der Robert Nozick, der amerikanische Philosoph, der sagt, 2 Biografien verschmelzen, im Idealfall zu einer. Es gibt ein erweitertes Ich. Und der Philosoph, der hat auch etwas Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, okay, wie begründen wir eigentlich, dass das die richtige Partnerin oder Partner für mich ist? Und das ist nämlich sehr schwierig. Und du suchst nach Eigenschaften vielleicht, ich weiss es nicht. Was würdest du aufzählen? Und da ist das Problem, dass immer andere wird geben, ganz viele andere, die die Eigenschaften auch haben. Vielleicht sogar noch eine höhere Punktzahl, wenn du abgleichen willst. Und dann musst du dich fragen, warum wechselst du nicht? Der die Antwort geben kann, der liebt noch nicht wirklich, hat der Robert Spemann gesagt. Und weißt du, was ich aber auch interessant finde? Die lange Liebe, die hat auch immer wieder damit zu tun, wieder lernen, neu zu schauen. Das ist etwas, was ich gelernt habe im Gespräch mit dem Alain de Botton, wo ein eigenartiges Bild hat in seinem Buch. Er beschreibt nämlich das Spargelbild vom Manet, vom Edouard Manet. So wie der Manet die Spargel neu gesehen hat, als er sie gemalt hat, so muss man den Partner oder die Partnerin in einer Krise immer wieder neu sehen. Auch versuchen, die Ecken und Kanten neu zu sehen. Das tönt aber auch wieder so ein sehr romantisch in meinen Ohren. Weil es kann ja passieren, dass die Gefühle irgendwann weggehen und die Ecken und Kanten, die wir vorher geliebt haben, dass die plötzlich abstoßend sind. Das kennst du nicht. Das heisst, das nicht passiert, nein, oder? Nein, aber ich finde es dann interessant, was machst du jetzt oder, in so einer Situation? Was war das Versprechen gewesen? Ich will dich immer lieben bis ans Ende vom Leben. Oder? Die Gefühle kann man nicht steuern und kontrollieren, aber man kann sie vielleicht kultivieren, pflegen und so. Und was das im Konkreten heisst, das finde ich sehr, sehr interessant. Oder? Aber das ist auch wieder das wichtigste Stichwort. Das Kultivieren ist ganz ein wichtiges Stichwort. Wer sich ewige Liebe verspricht, glaube ich, hat wirklich... Also, der Alain de Botton redet von romantischer Verblödung. Das ist jetzt ein bisschen hart, aber es ist schwierig, das kann man sich nicht versprechen, weil das Gefühl kann man sich nicht versprechen. Aber man kann sich versprechen, dass man daran schafft. Ja, vielleicht meinen die mit Liebe genau das. Ewige Umsorgung, ewige Versuch und so weiter, oder? Genau. Und das ist vielleicht viel realistischer, als zu sagen, ich verspreche dir, dass meine Flamme innerlich immer da ist bis ans Ende des Lebens, weil das kannst du wirklich nicht, oder? Der Ehevertrag ist per se auch schon ein Vertrag über Treue. Für viele ist das so, aber müsste per se auch nicht so sein. Früher war es sogar umgekehrt. Wer nicht verheiratet war, hat nicht irgendwelche sexuelle Liebschaften pflegen. Vom Moment an, wo man verheiratet war, im 18. Jahrhundert, ist das genauso gewesen. Dann es war sogar erwartet, dass du neben der Ehe deine Liebschaften hast, weil völlig klar war. Von beiden Seiten? Von beiden Seiten. Das kann man nachlesen beim Guy de Maupassant, der Erzählung Jadi. Da geht es genau um das. Beide haben ihre Liebschaften, das ist auch erwartet. Es ist wichtig, dass man das hat. Sonst funktioniert nicht. Das war damals die Idee. Es empfinden ja viele Leute, glaube ich, heutzutage als einen Konflikt. Die eine, die Geborgenheit, die Sicherheit, die Zweisamkeit. Also die jetzt nicht polyamor sind, sondern eine Beziehung haben. Und dann gleich noch ab und zu das Bedürfnis irgendwie oder die Neugier, der Kitzel nach etwas anderem und jetzt wieder zurückkommen auf das Markt, sich zum Markt tragen. Es gibt eben noch viel dort draussen, wo du verpasst auch. Aber interessant ist, dass man heute ja sieht, heute hat man alle Möglichkeiten. Man kann sich verlieben, man kann sich binden, man kann sich wieder lösen, man kann auch keine Bindung eingehen. Es gibt die eigentlich maximale Freiheit. Ja. Und es hat eine Studie gegeben, 2018, die publiziert wurde im The Atlantic, in dem Magazin im amerikanischen, mit dem Titel «The Sex Recession». Und die haben gesagt, noch nie haben die jungen Amerikanerinnen und Amerikaner so wenig Sex gehabt wie heute. Das heisst, die totale Freiheit führt offenbar nicht dazu, dass die Menschen mehr Sex haben. Also vielleicht ist ein bisschen sich bescheiden und in einer festen Beziehung leben vielleicht doch gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das ja ein Trugschluss, dass man meint, wenn man freier ist, laufe ich dann mehr an dieser Front. Das ist beruhigend. Das ist beruhigend, oder? Aber Freiheitenverzicht ist auch noch ein gutes Stichwort. Das sagt man immer so. Dass eine feste Beziehung eingehen heisst, auf Freiheiten zu verzichten. Und es gibt in der Philosophie ja ganz andere Vorschläge, die sagen, die Form von Liebe, von sich binden an etwas, ist eine viel höhere Form von Freiheit. Also Freiheit bekannt zum Beispiel heisst ja Autonomie, heisst ja Selbstgesetzgebung. Also frei bist du nicht dann, wenn du einfach machst, was dir passt, sondern wenn du dir selber ein Gesetz gibst, wenn du dir selber ein Prinzip gibst, ein Ziel gibst im Leben und das verfolgst, das ist Freiheit. Oder? Du bindest dich auch an etwas. Das ist nicht einfach ein momentanes deinen Bedürfnissen und Begierden nachgeben, sondern sich an das zu halten, wo du gesagt hast, das ist mir wichtig im Leben. Oder?
Was ich auch interessant finde am Heiraten, ist, dass es doch vielleicht auch zeigt, dass man eine Gemeinschaft braucht. Die wenigsten heiraten ja einfach das Zweite mit 2 Trauzeugen auf dem Standesamt. Und das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild, wie zu merken, eine gelingende Paarbeziehung ist oft auch eine Beziehung, die in einem grösseren Ganzen stattfindet. Dass man sich selber in den Kontext von einer Gemeinschaft stellt und zueinander steht, vor einer Schar von Zeuginnen und Zeugen. Das hat eine symbolische Wirkung. Und die symbolische Wirkung von dieser Eheschliessung, finde ich, ist etwas Grossartiges. Ja, aber dir könnte man vorwerfen, du verlierst dann das Gesicht vor den anderen vielleicht, wie du es in der Öffentlichkeit gemacht hast und so. Und zögerst darum noch vor der Scheidung. Das ist vielleicht ja gar nicht so schlecht. Da sind wir wieder bei der Maske und bei der Frage von der Rolle, die man spielt. Dass man manchmal auch eine Form muss wahren können. Nein. Ja, eine Form wahren und in der Form innenbleiben kann einem manchmal auch Halt geben. Gar nicht verkehrt. Gar nicht immer verkehrt, Yves. Halt schon, aber das ist dann wirklich keine Freiheit mehr, wenn du es für die anderen machst. Heisst ja nicht, dass ich es für die anderen mache. Heisst doch vielleicht einfach einsehen, dass es manchmal Sachen gibt, wo ich ins Schleudern komme und es vielleicht gar nicht schlecht ist, sich links oder rechts kurz festzuheben. Ja, der Yves und ich kommen bei diesem Thema nicht ganz zusammen. Warum sind ihr eigentlich verheiratet? Schreibt es uns in die Kommentarspalte. Ja, und mit Eva Ilus und Alain de Bonton habe ich auch über die lange Liebe geredet. Gespräch seht ihr hier hinten.